Es ist Anfang Oktober und die Schneckenfamilie ist am Packen für die grosse Reise. Der Vater Stefan, die Mutter Jeanette und die Tochter Chantal gehen nämlich los, um die Weihnachtsbeleuchtung anzuschauen. Nachdem der Vater Stefan das schon in jungen Jahren machen wollte, dann aber zu spät dort war und sie nur noch abräumen wollte, wissen sie es das mal besser. Darum gehen sie schon Anfang Oktober los. Es ist also noch Herbst. Die Bäume leuchten in Orange, Rot und Gelb. Wenn die Sonne scheint, sieht es aus, als würden sie goldig glänzen. Aber es gibt auch grusige Tage, mit viel Nebel und Regen. Ja, leider überwiegen die Tage. Und so muss die Schneckenfamilie immer mal wieder Unterschlupf suchen. Heute sind sie in einem hohlen Baum und richten sich gerade ein, um die Nacht zu verbringen. Da kommt ein Eichhörnchen vorbei. Hey, was macht denn ihr da? Wir sind auf dem Weg auf den Uetliberg. Wir wollen die Weihnachtsbeleuchtung anschauen. Das Eichhörnchen meint, es gehört nicht recht. Die Weihnachtsbeleuchtung? Aber es ist erst Oktober. Ja, weisst, wir sind nicht so schnell. Der Papi hat den Fehler schon mal gemacht, dass er zu spät los ist. Und dann hat er alles verpasst. Aha, ja, das kann ich in dem Fall nachvollziehen. Aber wisst ihr was? Ich kann mal zuoberst auf den Baum klettern und schauen, ob sie schon etwas am Aufbauen sind. Oh ja, das ist eine super Idee. Dann können wir wieder ein bisschen planen, sagt der Papi. Das Eichhörnchen speidet direkt und ganz schnell den Baum darauf. Dort oben sieht es etwas, was es nicht damit gerechnet hat. Hey, das glaubt ihr nicht! Sie haben tatsächlich schon ganz viele Lichtchen aufgehängt. Also, leuchten tun die noch nicht, aber sie sind schon dort. Hey, aber es ist doch erst Oktober. Wo die Schneckenfamilie das hört, werden sie gerade wieder mehr angespornt. Das kalte Wetter und der viele Nebel macht ihnen wieder weniger aus und sie freuen sich, gerade morgen am Morgen früh wieder weiterzuziehen. Es wird langsam November und an einem schönen Tag, wo die Bäume zwar nicht mehr ganz so viel, aber immer noch schöne, farbige Blätter haben, begegnen sie im Luchs. Hey zusammen! Euch habe ich hier in dieser Region noch nie gesehen. Was habt ihr vor? Wir sind auf dem Weg auf den Uetliberg. Dort ist in der Adventszeit mächtig etwas los. Und das wollen wir uns anschauen, sagt die Mutter Jeanette zum Luchs. Aha! Ja, ich werde immer mal wieder aus meinen Schläfen geweckt, wenn es wieder hämmert und fuhrwerkt. Also was? Du hörst es bis dahin? Fragt Chantal ungläubig. Aber klar, für etwas habe ich doch meine guten Ohren. Ich habe das Gefühl, sie sind schon recht weit in den Vorbereitungen. Immer wenn ich meinen Lauscher trauen kann. Das hört die Schneckenfamilie sehr gern. Es motiviert sie, weiterzugehen. Es wird Dezember. Und langsam, aber sicher anstrengend. Inzwischen ist die ganze Familie am Zweifeln, ob das eine gute Idee war. Sie mögen nicht mehr kriechen. Und vor allem Chantal vermisst ihren Freund, den Winnie Wiesel. Aber auch die Regularé und den Uli Uhu. Da kommt ihnen ein Hase entgegen. Yes, nein. Ihr seht aber müde aus. Von wo kommt denn ihr? Ja, müde sind wir tatsächlich. Wir kommen von ganz weit unten und sind seit 2 Monaten unterwegs, weil wir die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Uetliberg anschauen wollen. Boah, es ist so krass. Und wisst ihr was? Ich komme gerade von dort oben. Es ist im vollen Gange. Es hat Leute, die trinken so heisse Getränke. Überall hat es Lichter und Feuersaalen, die schön warm geben. Zum Glück bin ich so schnell, dann kann ich immer wieder schauen und kann dann aber wieder runterdüsen. Wo Chantal das hört, wird sie gerade ein bisschen traurig. Wenn sie doch nur auch so schnell wäre. Sie will nicht mehr kriechen, sondern einfach auch den Berg hoppeln. Wo sie sich das so vorstellt, sagt die Mami plötzlich zum Has. Lieber Has, ich hätte da eine Idee. Wär's nicht möglich, dass du uns mitnimmst auf deinem Rücken? Mit dir wären wir so viel schneller und als Gegenleistung bekommst du von uns eine Schleimpackung für dein Fähli. Du glänzest und strahlst dann wie kein anderer und wirst der schönste Has von der ganzen Weihnachtsfeier sein. So ein wunderschönes, glänzendes Fähli hat sich der Has schon immer gewünscht. Und darum geht es auch nicht lang und er lässt sich auf den Deal ein.
Die 3 Schnecken kriechen auf den Rücken vom Hase und dann geht der wilde Ritt schon los. Es dauert nur noch 20 Minuten und schon sind sie oben. Es ist noch schöner, noch heller und noch prächtiger, als die 3 Schnecken sich das vorgestellt haben. Es hat Lichterketten, grosse, beleuchtete Tannen mit Schmuck dran und so Häuschen, wo sich die Leute versammeln und heisse Getränke trinken. Genau so, wie es der Winnie schon im September beschrieben hat. Es ist kurz vor Weihnachten und sie freuen sich, noch ein paar Tage die schöne Stimmung zu geniessen. Bis sie dann vom Reh abgetragen werden. Das hat nämlich vom guten Schneckenschleim gehört und will auch das allerschönste Fähli haben. Eine Geschäftsidee, die die Schneckenfamilie ab jetzt jedes Jahr umsetzen kann. So müssen sie künftig nicht mehr schon im Oktober los, um die Weihnachtsbeleuchtung anzuschauen.